Hallo, liebe Kinder, hier ist wieder der Klaus-Peter mit der Kinderfunklesung Der Floh im Ohr. Ja, schön, dass du wieder dabei bist, dass ihr wieder dabei seid. Und heute lese ich wieder aus diesem Buch. Wo ist es denn? Hier, der kleine Prinz. Ja. Und ich sollte ganz herzlich grüßen von Profi, der sonst immer hier sitzt, und vom Pumpeline, die sind heute mal spazieren gegangen. Die wollten das schöne Wetter ausnutzen, haben gesagt, ach komm, mach das mal alleine, du bist ja schon groß, du bist ja nicht mehr so klein wie der kleine Prinz. Gut, habe ich gesagt, okay, dann machen wir das alleine. Also schöne Grüße von Pumpeline und von Wuffi. Und jetzt muss ich, glaube ich, meine Brille aufsetzen, sonst kann ich dich so schlecht sehen? Ja, gut. Ich glaube, so geht es. Ja, hier in dem Buch ist das schon der 15. Teil. Und ich glaube, ich lese jetzt schon das 11. Mal. Der kleine Prinz und der Pilot, die hatten sich ja auf den Weg gemacht zu einem Brunnen. Und bei Tagesanbruch hatte der Pilot dann auch einen Brunnen entdeckt. Die Leute, sagte der kleine Prinz, schieben sich in die Schnellzüge, aber sie wissen gar nicht, wohin sie fahren wollen. Nachher regen sie sich auf und drehen sich im Kreis. Und er fügte hinzu, das ist nicht der Mühe wert. Der Brunnen, den wir erreicht hatten, glich nicht den Brunnen der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfache, in den Sand gegrabene Löcher. Dieser da glich einem Dorfbrunnen. Aber es war keinerlei Dorf da, und ich glaubte zu träumen. Das ist merkwürdig, sagte ich zum kleinen Prinzen. Alles ist bereit, die Winde, der Kübel und das Seil. Er lachte, berührte das Seil, ließ die Rolle spielen, und die Rolle knarrte wie ein altes Windrad, wenn der Wind lange geschlafen hat. Du hörst, sagte der kleine Prinz, wir wecken diesen Brunnen auf, und er singt. Ich wollte nicht, dass er sich abmühte. Lass mich das machen, sagte ich zu ihm. Das ist zu schwer für dich. Langsam hob ich den Kübel bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn dort schön aufrecht. In meinen Ohren war immer noch der Gesang der Zugwinde, und im Wasser, das noch zitterte, sah ich die Sonne zittern. Ich habe Durst nach diesem Wasser, sagte der kleine Prinz. Gib mir zu trinken. Und ich verstand, was er gesucht hatte. Ich hob den Kübel an seine Lippen. Er trank mit geschlossenen Augen. Das war süß wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als ein Trunk. Es war entsprungen aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der Rolle, aus der Mühe meiner Arme. Es war gut fürs Herz, wie ein Geschenk. Genauso machten, als ich ein Knabe war, die Lichter des Christbaums, die Musik der Weihnachtsmette, die Sanftmut des Lächelns, den eigentlichen Glanz der Geschenke aus, die ich erhielt. Die Menschen bei dir zu Hause, sagte der kleine Prinz, züchten 5000 Rosen in ein und demselben Garten, und sie finden dort nicht, was sie suchen. Sie finden es nicht, antwortete ich, und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in ein bisschen Wasser finden. Ganz gewiss, antwortete ich, und der kleine Prinz fügte hinzu, aber die Augen sind blind, man muss mit dem Herzen suchen. Ich hatte getrunken, es atmete sich wieder gut. Der Sand hat bei Tagesanbruch die Farbe des Honigs. Auch über diese Honigfarbe war ich glücklich.
Warum musste ich Kummer haben? Du musst dein Versprechen halten, sagte sanft der kleine Prinz, der sich wieder zu mir gesetzt hatte. Welches Versprechen? Du weißt, einen Maulkorb für meinen Schaf. Ich bin verantwortlich für diese Blume. Ich nahm meine Skizzen aus der Tasche. Der kleine Prinz sah sie und sagte lachend, deine Affenbrotbäume schauen ein bisschen wie Kohlköpfe aus. Oh, und ich war auf die Affenbrotbäume so stolz gewesen. Dein Fuchs, seine Ohren, sie schauen ein wenig wie Hörner aus. Sie sind viel zu lang. Und er lachte weiter. Du bist ungerecht, kleines Kerlchen. Ich konnte nicht zeichnen als geschlossene und offene Riesenschlangen. Oh, es wird schon gehen, sagte er. Die Kinder wissen ja Bescheid. Ich kritzelte also einen Maulkorb hin, und das Herz krampfte sich mir zusammen, als ich ihm den kleinen Prinzen gab. Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß. Aber er antwortete nicht. Er sagte, du weißt, mein Sturz auf die Erde, morgen wird es ein Jahr sein. Dann, nach einem Schweigen, sagte er noch, ich war ganz in der Nähe heruntergefallen, und er errötete. Wieder fühlte ich einen merkwürdigen Kummer, ohne zu wissen warum. Indessen kam mir eine Frage. Dann ist es kein Zufall, dass du am Morgen, da ich dich kennenlernte, vor 8 Tagen so ganz allein 1000 Meilen von allen bewohnten Gegenden entfernt spazieren gingst? Du kehrtest zu dem Punkt zurück, wohin du gefallen warst? Der kleine Prinz errötete noch mehr, und ich fügte zögernd hinzu, vielleicht war es der Jahrestag. Von neuem errötete der kleine Prinz. Er antwortete nie auf die Fragen, aber wenn man errötet, so bedeutet das ja, nicht wahr? Ach, sagte ich habe Angst. Aber er antwortete, du musst jetzt arbeiten, du musst wieder zu deiner Maschine zurückkehren. Ich erwarte dich hier, komm morgen Abend wieder. Aber ich war nicht beunruhigt. Ich erinnerte mich an den Fuchs. Man läuft Gefahr, ein bisschen zu weinen, wenn man sich hat zähmen lassen. Und damit hören wir heute auf. So ist das, wenn man sich hat zähmen lassen. Dann ist man ja auch ganz vertraut mit jemandem anderen. Und wir wollen jetzt aber nicht weinen. Wir wollen uns freuen, dass wir uns bald wiedersehen, wieder hören. Ich wünsche dir und deinem Leben jetzt alles Gute, bleibt gesund und lasst es euch einfach gut gehen. Bis bald. Tschüss.